Die Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die die Familie erleben, und dem kirchlichen Diskurs. Inwieweit besteht das Risiko, dass die Kirche die Jugend verliert? Das ist ein sehr großes Risiko und das paradoxerweise, obwohl die jungen Leute sagen, Familie ist eigentlich der höchste Wert, den wir haben. Also Familie rangiert in allen Umfragen ganz weit oben. Trotzdem gibt es ein Problem, weil junge Leute merken, dass sowohl die Ehen ihrer Eltern kaputt gehen können, als auch, dass im Freundeskreis, im Bekanntenkreis Beziehungen zerbrechen. Die Frage ist, kann ich dieses Projekt ein ganzes Leben lang eingehen? Ehe ist das letzte, vielleicht das größte subversive Abenteuer unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Und das merken junge Leute vielleicht irgendwann. Das müsste man neu bewusst machen. Und das müsste man in einem positiven, produktiven Sinne bewusst machen, in der Kirche, aber nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft. Die Demokratie in der Gesellschaft ist abhängig von der Struktur von Ehe und Familie. Wie verstehen Sie das? Nach wie vor kann eine Gesellschaft, ein Staatswesen nicht auf stabile Beziehungen verzichten. Das ist ein Schritt der Evolution gewesen, dass sich die Ehe in dieser modernen Weise als moderne Lebensform herausentwickelt hat. Und das bedeutet auch, dass das für weitere Generationen wichtig ist, im Blick auch auf Kindererziehung. Wir wissen von der Hirnforschung und von allen möglichen anderen Studien, dass es ganz entscheidend ist, dass Kinder Vertrauen entwickeln können, Beziehungsfähigkeit entwickeln können. Und das hängt ab von Beziehungsfähigkeit und Vertrauensvorschuss ihrer Eltern. Wenn also diese stabilen Beziehungen ausfallen, ist es ganz schwierig, auch für die organische Entwicklung des Gehirns entsprechend stabile und gute Schaltungen und immer komplexere Schaltungen im Gehirn zu entwickeln, die dafür sorgen, dass eben ein Mensch sozusagen reif wird für sein Leben und damit eben auch reif für Staat und Gesellschaft. Staat und Gesellschaft brauchen diese stabilen Beziehungen, weil sie davon abhängen, dass die ganze Kultur sich entwickelt, und zwar auf einer gesunden Grundlage. Das Verständnis von Ehe in Familie wurde in der Kirche geprägt von einem vorkonziliaren Verständnis und einem nachkonziliaren Verständnis. Können Sie uns das erläutern? Ja, ich glaube, es hat tatsächlich einen Umschwung gegeben im kirchlichen Diskurs über die Familie, den man mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ansetzen kann, aber der sich dann später auch fortgesetzt hat, vor allem im Pontifikat Johannes Pauls II., der Familie, Ehe und Familiefragen eine große Priorität eingeräumt hat im kirchlichen Diskurs. In der Tat, wenn man das grob zusammenfassen möchte, vor dem Konzil, die vorkonziliäre Position der Kirche betrachtete die Familie weitgehend als Objekt kirchlicher Sorge und damit auch vor allen Dingen als Weisungsempfänger. Man erkannte der Familie eine bestimmte Position zu im Schöpfungsplane Gottes, aber auch im Rahmen der Kirche, der institutionell verfassten Kirche. Und der kirchliche Diskurs war vor allem darauf ausgerichtet, den Familien zu sagen, wie sie sich verhalten sollten, sodass sie diesem göttlichen Plan am besten entsprechen konnten und auch bestimmte Erwartungen, die die Kirche an die Familie hatte, um die zu erfüllen. Da hat es einen Umschwung gegeben, glaube ich, mit dem Konzil, mit Johannes Paul II., wobei die Familie sehr viel mehr als Subjekt von Kirche sein vorgestellt wurde und auch angesprochen wurde. Also die Familie ist nicht nur Weisungsempfänger einer kirchlichen Hierarchie, sondern ist selbst Subjekt, aktiv beteiligt am Leben und an der Sendung der Kirche. Darin liegt, glaube ich, der große Umschwung. Die Frage ist natürlich, die sich dann stellt, sind wir weit genug gekommen in diesem Perspektivwechsel? Wie kann Spiritualität aus dem Alltag entstehen? Wenn wir über Familienspiritualität oder Ehespiritualität nachdenken und sprechen, dann sind wir, glaube ich, in der Versuchung, ein bestimmtes Modell auch wieder hervorzukramen, ein bestimmtes Modell zu gebrauchen. Vermutlich wird sich eine Ehe- und Familienspiritualität sehr vielfältig gestalten und wird seinen Ausgangspunkt nehmen tatsächlich beim Alltag von Partnerschaft, Ehe und Familie, dem Leben mit Kindern. Ich glaube, dass die große Herausforderung darin besteht, dass Familienpartner, Eheleute selber ihren Alltag, ihren Beziehungsalltag, ihren normalen Lebensalltag vor Augen nehmen, in Augenschein nehmen und darin Elemente versuchen zu finden, festzumachen, in denen sich eine Brücke zur Transzendenz ergibt. Das scheint mir die große Herausforderung zu sein.
Und der Umgang miteinander in einem auf Dauer angelebten personalen Kontext, der gibt in der Tat, denke ich, Ansatzpunkte, um die Dimension der Transzendenz zur Sprache zu bringen, weil die Transzendenz ist anwesend im Familien- und im Partnerschaftsalltag. Aber es wird darauf ankommen, diese Dimension zu artikulieren, ins Wort zu bringen, und dann ergibt sich, glaube ich, von daher die Möglichkeit, auch eine sehr spezifische, für jede Familie spezifische Familienspiritualität zu entwickeln.